Ja, wie schwierige Zeiten zu Chancen werden. So Hand aufs Herz. Ich glaube, die meisten von uns, wir würden am liebsten ein Leben wählen, wo wir können sagen, hey, es fließt alles, es läuft problemlos, es ist, die Sonne scheint, ein bisschen mehr als wir Regen haben. Die Work-Life-Balance, die stimmt so, kein grosses Problem, es läuft etwa ziemlich genau so, wie wir es geplant haben. Aber wir wissen, das Leben läuft nicht einfach so. Es kommen etwa die unerwarteten Sachen. Das eine ist vielleicht nicht so tragisch, aber wenn es im falschen Moment kommt, kann es mega stressig sein. Waschmaschine geht kaputt, Geschirrspüler geht kaputt. Vielleicht gerade noch, wenn du Gäste hast oder hast kleine Kinder und sagst, oh meine Güte, muss noch... Nein, die Windeln waschen wir ja heute nicht mehr, das ist auch vorbei. Aber da gibt es mal wieder neue. Gibt wieder etwas Neues, wo man die Windeln wieder wäscht. Wie auch immer. Es läuft nicht immer alles so, oder irgendwie beim Parkieren mit dem Auto kleine Unachtsamkeit und dein Auto hat eine neue Form, aber nicht die du wählst. Oder es gibt plötzlich Stress mit Leuten, wo du sagst, hey, meine Güte, was ist ja plötzlich los? Es war bis jetzt so friedlich gewesen und die sind plötzlich so komisch, so anders. Oder vielleicht auch ein bisschen ernster, plötzlich beim Arzt. Eine Untersuchung, du bekommst Diagnose, es ist doch nicht alles so gut, obwohl du dich vielleicht gut gefühlt hast und du lebst in einer neuen Situation. Das Leben ist voller Überraschungen und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Die guten Überraschungen, die liebe ich meistens und die anderen, die habe ich eigentlich nicht so gern. Aber wir sehen heute Morgen im Jakobusbrief, dass so schwierige Zeiten durchaus ein mega Segen für unser Leben können sein, wenn wir richtig damit eben umgehen. Und ich möchte euch vorlesen aus dem Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 5. Es heißt da, liebe Brüder, und übrigens, wenn Brüder steht in der Bibel, dann geht es zurück auf den hebräischen Begriff und dort heißt es einfach eigentlich liebe Familie oder liebe Geschwister. Das heißt, Ladies sind selbstverständlich heute Morgen auch Teil von dieser Message. Wenn in schwierigen Situationen, außer ihr sagt, dass die schwierigen überlassen den Männern und den Jungs, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann macht eins auf Depro und sagt, ich gehe weg von da. Nein, freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, natürlich in diesen Situationen, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Hey, bevor wir uns die Frage stellen, wie sollen wir in so Situationen, die schwierig sind, umgehen, hat mich noch eine andere Frage beschäftigt. Und das war die, warum lässt ein guter Gott überhaupt schlechte Situationen in unserem Leben zu? Wenn Gott doch ein Gott von der Liebe ist. Ich meine, warum läuft denn nicht einfach alles rund und schaut er, dass es gelingt und wir kein Problem haben? Und ich werde uns drei Antworten darauf geben, aus dem Wort Gottes heraus, warum Gott so Prüfungen zulässt. Und der erste ist der, weil Gott uns liebt. Weil Gott uns liebt. Gott schafft Gelegenheiten in unserem Leben, damit eben seine Liebe uns so erreichen kann, dass in unserem Leben eine Veränderung geschieht. Dass wir zum Glauben zum Beispiel an ihn finden. Oder dass wir in unserem Leben wirklich etwas verändern, auch in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir handeln. Schaut, ein guter Vater ist nicht einer, der immer sagt, yes, go for it, super gemacht, wow, was für ein Kind, wow, hey, so viel besser als alle anderen, du bist der Hit, du bist genial. Kein Vater, der irgendwo sein Kind wirklich liebt, würde das Kind so erziehen, oder? Sondern ein guter Vater sagt auch, hey, stopp, geh da nicht weiter, er schützt. Oder er sagt, schau, das ist der bessere Weg, nimm den. Ich denke an Walti. Der Walti war ein Senior bei uns
Und er war extrem erfolgreich, hatte eine Werbeagentur gehabt und ist so erfolgreich gewesen, am Schluss hatte er 7-Zimmer-Villa am Genfersee gehabt. Wie cool ist das? Hat das Pilotenprüfung gemacht, eigenes Flugzeug gekauft. Und dann ist die Hochzinsphase in den 80er Jahren und es ist plötzlich extreme finanzielle Probleme gekommen. Er hat versucht, das wettzumachen, hat an der Börse angefangen mit Optionen zu spekulieren und plötzlich sind auf seinem Konto 800'000 Franken gestanden. Aber nicht plus, sondern minus. Und dann ist noch Folgendes passiert, er hatte eine Notlandung mit dem Flugzeug, ist gelandet auf der grünen Wiese, weil er es nicht mehr geschafft hat zum Flughafen, über eine Kuhweide rein, in einen Stacheldraht, hat das Cockpit vorne einfach gespalten, horizontal, und so viel vor seinem Hals ist das Flugzeug zum Stehen gekommen. Und dann hat mir die Geschichte dann erzählt von beidem und er hat gesagt, Matthias, wegen dieser Geschichte haben wir zu Jesus gefunden. Wir haben dann zum ersten Mal angefangen zu fragen, warum leben wir überhaupt? Was ist mit unserem Leben? Und wir haben die Gemeinde gefunden, wir haben da Menschen gefunden in der Rechtsberatung, die uns geholfen haben. Und für uns war es mega schwierig. Sie haben am Schluss in der Blutwurst in Spreitenbach gelebt, kennt ihr? Das sind da die Hochhäuser neben dem Shoppingcenter, in einer Einzimmerwohnung. Aber sagt Matthias, ich bin Gott dankbar, haben wir zweimal einen Crash erlebt. Einmal beim Geld, einmal mit dem Flüger. Lieber in einer Einzimmerwohnung mit Gott und Gewissheit haben, wir sind ein Kind Gottes, sind gerettet, als in einer 7-Zimmer-Villa am Genfersee und wir haben keine Ahnung, was mit unserem Leben passiert, wenn wir sterben. Schaut, in der Bibel heißt es, denn diejenigen, die Gott liebt, die weist er zurecht, so wie seinen Vater seinen Sohn zurechtweist, an dem er Freude hat. Darf man fragen, wie viele sind im Lehrerberuf tätig? Unterrichten Schüler oder so? Ganz genau. Und ihr wisst, nichts ist schwieriger als unerzogene, jetzt hätte ich fast gesagt Gof, aber das darf ich da nicht sagen, als unerzogene Kind. Oder? Nichts ist schwieriger als unerzogene Kind. Wenn Kinder gut rauskommen, brauchen sie Erziehung. Und Erziehung ist nicht, hey, einfach du bist ein Siebensieg, sondern Erziehung bedeutet auch, du musst Sachen lernen. Es gibt Sachen, die du nicht gut machst. Das musst du anders machen. Dort musst du umdenken. Und schaut, weil Gott, unser Vater, uns so liebt, brauchen wir in unserem Leben die Erziehung, damit wir auf den richtigen Weg kommen. Damit wir wirklich das Leben finden, wie es Gott hat für uns vorbereitet hat. Der zweite Grund ist der, Prüfungen haben eine riesige Chance, uns besser zu machen. Wenn wir ganz ehrlich sind, müssen wir sagen, Glück, Wohlstand und Erfolg, mega cool, wenn man es hat. Aber wisst ihr was? Glück, Wohlstand und Erfolg haben die größere Chance, unseren Charakter zu korrumpieren, als aus uns bessere Menschen zu machen. In Jeremia 48, Vers 11 wird ein Bild gebraucht aus der Viehwissenschaft kommt. Und das heißt dort, Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen, ist auf seinen Häfen stillgelegen und ist nie aus einem Fass ins andere gegossen und ist nie in die Gefangenschaft gezogen. Darum ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden. Moab ist einer von diesen Stämmen von Israel. Und das Bild, das man da braucht, ist folgendes. Damit ein guter, ein qualitativ hochstehender Wein entstehen kann, braucht es einen Veränderungsprozess von dieser Maische. Es braucht, der entstehende Wein oder liegt in der Hefe drin, bis er anfängt zu gären. Und die Kunst vom guten Weinmachen ist das, unter anderem, dass man den richtigen Zeitpunkt verwünscht und dann muss der Wein raus und muss ausgegossen werden. In ein anderes Fass muss getrennt werden von der Hefe. Weil wenn er länger drinnen bleibt, bekommt er einen schlechten Geschmack. Der Gau wird am Schluss so schlecht, du kannst den Wein gar nicht wirklich geniessen. Und Gott sagt, hey, schau Moab,
Du stehst wie für Menschen, die sind zu lange liegen geblieben. Im gleichen Fass. Du bist wie ein Bild für Menschen. Du bist nie umgegossen worden. Du hast nie einen Veränderungsprozess erlebt. Du hast immer gesagt, so bin ich, so bleibe ich. Das habe ich schon immer so gemacht. Und Gott sagt, nein. Weißt du, wenn du so bist und so bleibst, geschieht Folgendes in deinem Leben. Dann bleibt dir dein Geschmack und bleibt dir ein gewisser Geruch anhaften, der nicht gut ist. Wo könnte so viel besser, so viel anders werden. Schau, wenn wir zu Jesus kommen, dann tut Jesus Folgendes. Er fängt an, den Geruch, den Geschmack von unserem Leben zu verändern. Ich sage es jetzt mal so. Der Matthias ist nicht nur ein guter Matthias. Der Matthias hat noch andere Seiten. Und Jesus, als er in mein Leben kam, hat er gesagt, Matthias, jetzt fangen wir an, will ich anfangen, dein Leben zu verändern. Dein Geschmack, dein Gau ist zu fest Matthias. Und der Geschmack, der Gau, den du haben musst, soll Jesus sein. Dein Leben soll etwas von dieser, soll mehr, viel mehr von dieser Liebe, von dieser Geduld, von der Besonnenheit und von der Kraft von Jesus ausstrahlen. Und das, was von Matthias drinnen ist, nicht dein Charakter, nicht dein Wesen, wir bleiben auch, wer wir sind, aber wie du bist und wie du wirkst, das muss verändert werden. Und das ist eigentlich ein Bild drauf. Und ich kann sagen, es ist so etwas Schönes, wenn man gereiften Christen begegnet, die bereit waren, sich umgießen zu lassen, die gesagt haben, ich bin bereit, die alte Hefe, Sachen hinter mir zu lassen, verändert zu werden, Jesus ähnlicher zu werden. Dort findest du Menschen von der Liebe, von der Geduld, von der Hoffnung, vom Glauben. Und der dritte Grund, warum Gott Prüfung in unser Leben schenkt, ist, dass wir erkennen, welche Qualität von Glauben das wir haben. Woher weißt du, wie stark dein Glauben ist? Woher weißt du, wie tief dein Glauben geht? In 5. Mose 8, Vers 2 bis 3, da redet Gott zum Volk Israel und er sagt ihnen Folgendes. Erinnert euch an den ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch während diesen 40 Jahren durch die Wüste führte. Er wollte euch demütigen, und demütigen bei Gott heisst nicht, dass Gott uns abmacht. Aber Demut vor Gott bedeutet, wir kommen ins richtige Verhältnis zwischen Gott und uns. Und Demut vor Gott bedeutet, ich respektiere Gott, ich habe Achtung vor ihm. Wir sind nicht einfach Buddies auf Augenhöhe. Er ist Gott. Und wenn Menschen uns demütigen, ist das etwas Negatives. Wenn Gott es macht, bringt es uns ins richtige Verhältnis zu ihm. Und euch auf die Probe stellen, um euren wahren Charakter ans Licht zu bringen und um zu sehen, ob ihr seine Gebote befolgen würdet oder nicht. Bleiben wir da, musst du nicht weiterschalten. Und der Vers geht noch weiter, machen es ein bisschen kürzer heute. Ich werde euch Folgendes zeigen. Erst in der Probe, in den Tests von unserem Leben, wenn es nicht so läuft, wie du willst, kommt das raus, was wirklich in dir steckt. Hätte mal einer gesagt, wenn du auf Tauben stehst, kommt raus, was drinnen ist. Und ich glaube, du und ich, wir wissen beide, wenn man auf unsere Taube steht, kommt nicht immer das raus, was von Gott ist. Da kommen manchmal ganz andere Sachen raus. Da kommt manchmal Zorn raus, werden wir aggro. Da kommt manchmal Resignation raus, Streit raus. Und Gott sagt, schau, du merkst erst, wenn du geprüft wirst in deinem Glauben, was wirklich in dir steckt. Und ich kann dir sagen, wie schön ist es, wenn du merkst, du gehst durch eine Krise, du gehst durch ein Problem und du merkst, wow, mein Glaube trägt. Ich merke, jetzt kommt Gott so richtig in meinem Leben raus. Jetzt kommt Gott so richtig zum Zug. Das, was er in mir schon da hat. Ich weiss aus meinem persönlichen Leben, was mich verändert hat, das sind so Krisen, das sind so Probleme gewesen. Und was mir da hat, ist, es hat mich abhängiger gemacht von Gott. Ich habe schon in der Schule schnüren. Aber weißt du was? Ich habe auch gewusst, Gott ist nicht an meinem Schnüren interessiert.
Er ist interessiert daran, kann der Matthias ein Botschafter von mir werden? Kann der Matthias ein Botschafter zu meiner Ehe werden? Und nicht, weil er einfach schwätzen kann und andere das cool finden. Das ist ein riesiger Unterschied. Es hat mich merken lassen, ob ich Gott wirklich vertraue. Wo renne ich an, wenn es nicht gut läuft? Gehe ich wirklich zu Gott? Oder vertraue ich auf mich selber? Die schwierigen Zeiten haben mir aber auch vieles an Demut gelehrt. Und ich habe gemerkt, da ist so vieles an Stolz drin, wo gar keinen Platz hat in meinem Leben. Weißt du, was Krisen machen? Krisen haben die Chance, aus Egoisten Menschen zu machen von der wirklichen Liebe Gottes. Menschen zu machen, die wirklich bereit sind, ihr Leben für andere anzugeben. Und das Resultat ist mega schön. Wir werden zu wirklich Licht und Salz in dieser Welt. Die Menschen merken uns an, du bist nicht mehr, wie du bist. Da ist etwas anderes geworden. Dein Geschmack ist gut. Bei dir kommt man auf den Geschmack, könnte man vielleicht so sagen. Und jemand, der das sehr dramatisch erlebt hat, das ist der Roger Lehmann. Und ich freue mich, dass du heute Morgen da bist. Er ist in meiner Kleingruppe, was mich natürlich besonders freut. Aber er hat etwas sehr Dramatisches erlebt das Jahr. Und ich denke, das darf er uns selber erzählen. Und wie Gott das gebraucht hat, auch in seinem Leben etwas bewirken. Roger, ganz herzlich willkommen. Genau, schön langsam, mit viel Weisheit, Schritt für Schritt da rauf. Genau, Roger, schau, du darfst da Platz nehmen. Gut. Ja, Roger, du bist ja selber Arzt, hast Tausende von Leuten schon geholfen in deinem Leben mit deiner Expertise, natürlich speziell im Diabetesbereich. Anfang März bist du notfallmäßig als Patient im Spital gelandet, nicht als Arzt. Wie ist es dir gegangen? Was ist passiert? Wie war deine Perspektive? Das ist eigentlich... Oh, ich brauche noch das Mikrofon. Sorry. Danke vielmals. Es war eigentlich so, es hat eigentlich ganz klein angefangen. Ich hatte am Vorderbein, im Skibein, eine kleine Wunde gehabt, die einfach nicht zu ist. Ich habe desinfiziert, Pflaster drauf, es hat nie eine Infektion gegeben. Und plötzlich ist es sehr schnell gegangen. Dann bin ich zusammengebrochen, daheim. Meine Frau hat nachher die Sanität gerufen. Die sind gekommen und was ich noch gesehen habe vor mir, ist hell, Engel, ich in der Mitte und nachher war es schwarz. Und nachher haben sie mich in die Notfallstation gefahren. Am Sonntag war das. Innerhalb von einer Stunde bin ich operiert worden. Sie haben nachher die Diagnose gestellt, nekrotisierende Fasziitis. Das heisst, dass das Gewebe, das die Muskeln bedeckt, ist alles entzündet gewesen. Und sie haben nachher alle Haut, den ganzen Unterschenkel bis den Oberschenkel, alles entfernt. Und nachher haben alle Organe versagt. Beatmet worden, an der Dialyse gewesen, weil die Niere nicht mehr gearbeitet hat, die Darme nicht mehr funktioniert. Ich habe 16 Konzentrate gebraucht an Blut, muss man gegeben haben, und niemand hat gewusst, ob ich überleben werde, weil die Krankheit, das gibt es in der Medizin eigentlich fast nie, 90% Todesrate. Es gibt sonst fast keinen Krebs oder so, wo man so übersetzt. Also das ist total dramatisch gewesen. Ja, du hast mir erzählt, 90% Todesrate am Unispital Zürich überleben pro 2 Jahre einen, wo so eingeliefert wird. Das war eine Nahtodeserfahrung für dich. Was hat das mit deinem Glauben gemacht? Mit meinem Glauben, oder der ist schon vorher, ich bin mit meiner Frau, sind wir schon jahrelang da gewesen, wir sind getauft gewesen, aber das ist irgendwie wie ein zweites Leben. Ich habe gewusst,
Gott ist der Arzt von allen Ärzten, der hat mich in dieser Situation gerettet, hat mir ein zweites Leben gegeben und in dem zweiten Leben tut man halt ganz anders auf die Welt schauen. Oder man sieht auch in dieser schwierigen Zeit, ich war einen Monat Intensivstation, einen Monat auf der Abteilung, jetzt bin ich in der Reha, wer kommt einem besuchen? Und dann hat man irgendwie gemerkt, es ist Familie, gute Freunde und auch die Freunde und die Familie und auch die Kirche hat immer für mich gebetet. Und darum ist man irgendwie in einer ganz anderen Phase. Oder? Man hat, wie du vorher auch gesagt hast, man hat eine Demut vor Gott, eine Bescheidenheit und obwohl die Arbeit, ich liebe, was ich irgendwie mache, habe das sehr gern gemacht und das sollte auch jeder machen, aber was man realisieren muss, wenn es einmal nicht gut geht, bei der Arbeit wird man einfach ersetzt. Wochen später ist man ersetzt, oder? Aber was wirklich etwas bringt, ist das Vertrauen zu Gott, das Vertrauen zu der Familie, das Vertrauen, dass man auch merkt, man hat absolut die beste Frau, die sich kümmert um einen. Und eben, es ist auch vielen eigentlich. Und was ich auch sehr froh war, du bist am 3. Tag, wo wirklich auf der Kippe war, bist du auch im Spital gewesen, hast mich nachher auch besucht. Das ist etwas, das ganz tief geht. Hey, vielen Dank, Roger. Gibt es etwas, wo du vielleicht aus dieser Erfahrung, ich weiß, es gibt natürlich noch viel zu erzählen, aber vielleicht so eine Essenz, die du den Menschen mitgeben aus dieser Erfahrung heraus? Ich glaube einfach eben, dass man auf das irgendwie zurückgreift, dass man mit Glauben an Gott, mit Glauben an Familie, an gute Freunde, und das sind ja wenige, dass man dort lehrt, lieb sein, zu lieben, dass man Geduld hat und dass man auch eine Demut irgendwie hat. Oder dass man viel mehr Geduld irgendwie hat, um Sachen anzuschauen und zu sagen, das ist nicht wirklich das Wesentliche. Sondern das Wesentliche ist, dass da oben ein Gott hat, der täglich bei einem ist, der einen beschützt und der einem die Chance gegeben hat, in ein zweites Leben zu gehen. Vielen Dank, Roger. Merci vielmals. Danke. Ja, so ein Erlebnis, ohne Zweifel, das vergisst man nie mehr. Aber nicht jeder muss eins machen wie er. Das ist wirklich das Gute. Aber Gott lässt es eben zu in unserem Leben, dass wir auch in Schwierigkeiten kommen, dass wir in Probleme hineinlaufen. Und was wir dort drin erleben, beim Roger war es, er hat vieles ganz anders noch anfangen zu sehen. Das ist etwas sehr, sehr Individuelles. Und ich möchte uns heute Morgen einfach noch mitgeben, hey, wenn du in so Situationen kommst, in so Schwierigkeiten, was sollst du machen? Wie kann man reagieren? Wie kann man es aufnehmen, wenn so etwas geschieht? Und ich werde nochmal auf unseren Text angehen, in unseren Text gehen und werde mit euch 4 Sachen anschauen, nochmal kurz zusammenfassen aus unserem Text. Erstens, wenn du in Schwierigkeiten hineinkommst, dann freu dich. Freu dich. Du sagst, ja, das ist absolut crazy. Aber es heisst, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ich weiß vom Roger, er hat eine Begegnung auch gemacht mit Gott, er hat eine Begegnung gemacht mit dem Himmel, er hat eine Begegnung gemacht mit der Herrlichkeit von Gott. Und das ist ein Erlebnis, das er nie mehr wird vergessen in seinem Leben. Und ich werde euch Folgendes auch mitgeben heute Morgen. Hey, wenn du in Nöte und Schwierigkeiten hineingehst, weisst du was? Dann wirst du dürfen wissen, Gott wird da sein. Gottes Liebe wird dich durchtragen. Du wirst nicht allein gehen.
durch die Situation. Du wirst Erlebnis machen, auch mit Gott, wo du sonst nicht gemacht hättest. Und wenn wir an das denken, hey, das macht etwas mit unserem Leben. Freu dich, also resignier nicht. Sag nicht, oh Gott, warum lässt du das zu, sondern sag vielmehr, Gott, ich weiß, du wirst etwas Gutes daraus machen. Gott, ich weiß, da wird etwas rauskommen aus dieser Situation, wo besser ist, als das, wie sie jetzt ist. Und das Zweite ist, schau aufs Ziel. Es heißt im Vers 3, wenn ihr euch bewährt, wächst eure Geduld. Und dann werdet ihr bis zum Ende durchhalten und dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen. Das heißt, die anderen Worte, hey, schau aufs Ziel, was wette Gott? Schau, am Schluss ist doch nicht so entscheidend, ob du dein Leben am Ende vom Leben in einer 7-Zimmer-Villa verbringst oder in einer Einzimmerwohnung. Das ist am Schluss völlig egal. Aber was zählt ist, ob du in der Entwicklung mit Gott, ob deine Reife, ob du dort ans Ziel gekommen bist. Und weißt du, was Gott sagt drinnen? Ich will dich zum Ziel bringen. Ich will, dass in deinem Leben etwas geschieht, im Sinn von deiner Geduld, im Sinn wirklich auch von der Glauben, von der Qualität von deinem Glauben, wo du vorher nicht gehabt hast. Und ich begleite dich. Weißt du, wo Gott ist? Siehst du ihn eben nicht. Darum ist er nicht auf dem Bild. Und genau so geht es uns, wenn wir durchs Leben gehen. Weißt du, er ist da, auch wenn du ihn nicht siehst. Aber eins ist sicher, er begleitet dich und zwar bis zum Ziel. Bis du wirklich dort ankommst, wo Gott es für dich vorbereitet hat. Und weißt du, dort drinnen darfst du wissen, weißt du, was dort geschieht? Du wirst Jesus ähnlicher werden. Du wirst eine größere Sensibilität für Menschen, für Gott, für seine Liebe entwickeln. Du wirst mehr Geduld haben mit Menschen. Du wirst mehr Demut haben in deinem Leben. Und zwar gesunde Demut. Demut heisst auch, aus dem alten Deutsch, aus dem Mut zum Dienen. Demut ist nicht, was es fertig macht. Das ist etwas, es ist der Weg in die Höhe. Und weißt du, dass dort, wo das da ist, wo der Glaube die Qualität überkommt, dort hat es Tiefgang. Das ist etwas Schönes, mit so Menschen unterwegs zu sein, wo du merkst, weißt du, die machen nicht einen Haufen fromme Sprüche, sondern wo du merkst, ihren Glauben, das ist einer, der geprüft ist. Die haben Gott erlebt, die sind am Ende gewesen, die sind am Limit gewesen, aber die haben Gott erfahren. Drittens, nimm Weisheit von Gott in Anspruch. Es heißt, hey, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, kann er Gott einfach darum bitten. Weißt du, was das heißt? Gott lässt dich nicht allein. Du darfst zu ihm kommen, darfst sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich muss vielleicht Entscheidungen treffen in meiner Situation. Und ich weiß es nicht. Und Gott sagt, relax. Ich will dir Weisheit geben. Ich will dir das Timing geben, vielleicht für Sachen, wo du merkst, jetzt muss ich noch warten. Oder wo du vielleicht merkst, hey, jetzt muss ich einfach dranbleiben. Mit dem Roger in der Reha jetzt auch bei ihm. Und ich staune bei ihm, wie er sagt, weißt du, Matthias, ich habe so viele Muskeln abgebaut. Wie viele Wochen im Koma? 4 Wochen im Koma, da machst du nichts. Und das Schlimme ist, wenn du die Muskeln nicht bewegst, das ist brutal, sie haben nur eine Richtung, sie gehen weg. Und wenn er jetzt dran ist in der Reha, in diesen Übungen, und er redet schon über das Mountainbike fahren. Und ich merke eine Hoffnung an, ich merke eine Spannhaft an dort drinnen, wo ich merke, hey, das ist Weisheit von Gott. Hey, ich schaue jetzt nicht auf das, was jetzt noch nicht ist, auf das, was noch nicht geht. Ich schaue auf das, was noch wird werden mit Gott. Und das ist Weisheit. Und Gott wird dir Weisheit geben. Du sollst ihn bitten und er wird sie dir schenken. Und letzten Endes, hey, einfach, bist gesegnet. Lass dich segnen von Gott. Es heisst nämlich, Gott segnet diejenigen oder denjenigen, der die Prüfung des Glaubens geduldig erträgt. Und das Wort, das da ist, Versagen, ist das gleiche Wort, wie bei der Bergpredigt verwendet wird, die Glückseligpreisungen eigentlich. Und das Wort bedeutet so viel wie Glück oder überaus glücklich. Weißt du, was das Resultat ist, wenn wir durch so Zeiten mit Gott gehen, wenn wir uns durch so Zeiten verändern lassen, wenn in so Zeiten unseren Glauben Substanz und Qualität bekommt. Wir erleben
Ein innerer Zustand, wo wir weder durch Meditation, Yoga noch durch Drogen bekommen. Und es ist ein Zustand, wo aus einer tiefen Verbundenheit mit Gott fließt, wo ich einfach weiss, es kommt gut, weil Gott gut ist. Und weißt du, ich will dir eins heute Morgen auch sagen, jede Prüfungszeit hat auch ein Ende. Jede Prüfungszeit hat auch ein Ende. Aber ich will auch sagen, manchmal lässt Gott Prüfungen länger zu, bis die Qualität da ist an Glauben, wo Gott in deinem Leben auch bewirken will. Und ich möchte heute Morgen wirklich auch Mut machen, mach keine Abkürzungen mit Gott. Aber ich will dir eins heute Morgen zusprechen. Ich denke an Jesus. Und das heisst von Jesus, er hat den bitteren Kelch getrunken für uns. Weißt du, was das für uns heisst? Egal, wo wir durchgehen, den Kelch, den bitteren Kelch müssen wir nicht mehr trinken. Ich weiss das Geheimnis von der grössten und notvollsten Zeit in meinem Leben. Die Gegenwart von Gott macht den Kelch, den wir manchmal trinken, sogar noch süß. Weil du merkst, am Schluss, es ist alles wichtig, es ist nichts wichtiger, als dass ich Jesus haben darf. Es ist nichts wichtiger, als dass ich Jesus kennen darf. Alles andere nebendran ist Pipifax, ist sekundär. Und ich glaube, das ist ein guter Moment, wo wir miteinander ins Gebet gehen. Lasst uns doch aufstehen miteinander. Und ich will, dass du für einen Moment ganz bewusst auf Jesus schaust heute Morgen. Stell dir Jesus vor. Stell dir ihn vor, wie er den bitteren Kelch trinkt und sagt, weißt du, ich trinke ihn für dich, damit du nicht trinken musst. Ich will dir heute einen Kelch geben, auch wenn es nicht einfach ist, vielleicht wo du drin bist. Aber der ist nicht bitter. Der wird süß, weil ich da bin, weil ich dich liebe und weil ich dich zum Ziel will bringen. Und vielleicht bist du da und du sagst, hey, ich habe noch nie dem Gott so vertraut. Ich fange erst jetzt an zu verstehen, warum vielleicht gewisse Sachen in meinem Leben passiert sind. Jetzt merke ich, Gott hat eigentlich wollen, dass ich ihm vertraue, dass ich an ihn glaube. Und ich hätte gar nie müssen alleine dort durchgehen. Und ich werde dir heute Morgen eine Möglichkeit geben, nämlich Jesus in dein Leben einzuladen und zu sagen, ich möchte von heute an mit Jesus leben. Und ich möchte nicht mehr alleine durchs Leben zu gehen. Und ich möchte andocken an dieser Kraft. Ich merke auch, ich brauche auch eine Erneuerung, ich brauche eine Veränderung in meinem Leben. Und wenn das dein Wunsch ist, Jesus heute Morgen deine Hand auszustrecken und ihm zu sagen, Jesus, bitte komm zu mir, komm du in mein Leben. Dann möchte ich dich einladen, das ganz praktisch zu tun. Dort, wo du bist, streck doch deine Hand wirklich auch aus. Heb sie auf zu Jesus und sag ihm, ich brauche dich. Ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich gebe dir heute Morgen ein Zeichen durch meine ausgestreckte Hand. Ich ergreife sozusagen deine Hand und sage, komm du in mein Leben. Und ich will dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten, wenn das dein Wunsch ist, wo du kannst mitbeten. Etwa so tönt. Herr Jesus Christus, danke, hast du den bitteren Kelch für mich getrunken. Danke, gibst du mir heute einen neuen Kelch. Den Kelch vom Leben und von der Hoffnung. Ich möchte dich heute Morgen in mein Leben einladen. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben, Jesus. Und ich bitte dich, vergib mir meine Sünden, verändere mich und lass mich deine wunderbare Liebe erfahren. Amen. Amen. Hey, du sollst wissen, wenn du das Gebet mitgebetet hast, dass Gott dein Gebet erhört hat. Also, dass du von jetzt an mit ihm unterwegs bist und dich nichts mehr trennen von der Liebe Gottes. Hey, und wir gehen jetzt noch in einen Moment rein, wo wir für Menschen beten wollen. Ich möchte unser Ministry-Team noch bitten, dass sie sich doch bereit machen. Wir wollen heute Morgen uns noch einen Moment Zeit nehmen. Vielleicht gehst du gerade heute durch eine schwere Situation.
Ich will dir sagen, du bist nicht allein. Du darfst heute Morgen mit Menschen beten. Du darfst jemandem auch sagen, hey, weißt du, ich mag wie nicht mehr. Du darfst auch kommen zum Gebet, wenn du wirklich ein Eingreifen brauchst von Gott, wenn du Not hast, wenn du irgendwo auch körperlich sagst, hey, ich will, wie der Roger gesagt hat, Gott auch als Heiler erleben, der mein Leben wiederherstellt. Vielleicht hast du irgendwo in deinem Leben auch Ungerechtigkeit erlebt. Ich habe empfunden, dass jemand da ist, der irgendwo mit dem Erbe oder mit den Finanzen seiner Familie ungerecht behandelt worden ist. Ich werde dich einladen, komm auch. Gott will dir aus seinem Reichtum alles geben, was du brauchst, und will dich trösten, und er will dir sagen, wenn du zu ihm kommst, er wird auch für dich kämpfen. So wollen wir noch einen Moment Zeit nehmen und einfach, während das Worship-Team spielt, komm doch, lass für dich beten. Gang den Weg nicht allein. Gang den Weg mit Menschen, die dürfen dich eine Teilstrecke begleiten am heutigen Tag, die dich segnen und die dir die Kraft zusprechen von Gott auf dem Weg in der Erneuerung und Veränderung mit Jesus.